Herzlich willkommen für die Oktober-Edition von ADR Tele, die natürlich ganz am Zeichen von den Parlamentswahlen von diesem Sonntag steht. Und hier sind Tab-Titeln von dieser Sendung. Exzellent Stimmung im Wahlkongress auf der Chase. 200 Membres waren mit von der Party. Der ADR steht an der Mitte von der Gesellschaft und geht dafür ganz selbstbewusst an das Parlamentswahlen und er trotz unfairen Attacken vorbausen. Als Kandidaten setzen a weitere Wahlspotten den Töppelchen op den I, a so wat Saras an noch Televisionsplateau und als Spitzekandidaten alt nies net gezeckt fir eng Reihe Wurechten auszuschwätzen, diese sos kind ze so haut. Rechtszenter Juli ass die neue Verfassung vum Land erkräft, mat déier sogur an den A vu Gambia scho reformbedürftig. No der Referendumskampagne huet lo ADR eng Verfassungsrevision abruecht, déi d'Rechter vun de Bierger stärkt an net schwächt. Nach Oktober hu Diet viel. Die Welt nach méi Wustem. Dir wilt nach mi Stauerverkeier. Dir wilt nach mir heich Losmaßpreiser. Dir wilt nach méi Zoubetonierung vun der Natur. Dir wilt nach méi heich Energiepreiser. Dir wilt nach méi Steuere. Dir wilt noch méi Armut. Dir wilt nach mi Kriminalitéit, Diebstahl an Iwerfall. Dir wilt nach méi Drogendealer. Dir wilt nach Manner iwwer d'Erzeung vun Äre Kanner mat desideieren. Dir wilt nach méi Gendergaga a Wokeness. Dir wilt nach méi Verlust vun der Lützeburger Spruch. Dir wilt noch méi Verbote an Iwerwachungsstaat. Dir wilt nach Mannerfreiheeten. Dir wilt nach mir Lützeburg Souveränität und die EU oder und de Weltgesundheitsorganisation aufgehen. Dir wilt weiter kein Referendum. Wenn dir das alles wollt, und das seid gut recht, dann muss der DP wählen, LSAP, die Grünen, CSV, Piraten. Wenn dir das aber nicht wollt, und das mehr wird gut recht, dann geht der Stimme der ADR. Wir werden alles dafür machen, für Lützeburg sein Land zu machen, mit Freiheit, mit Sicherheit, mit Geborgenheit, für die Leute gut leben. Lützeburg gern. Wahlkongress op der Chase an der Stadt war de Saal méi wie gut gefüllt an Stimmung exzellent. Heichpunkt war dabei ohne Zweifel die Intervention vom nationale Spitzenkandidat Fred Kuyp, den als enger starker Wahlkampf riet klar durchgelöscht huet, fir wat der ADR diesen 8. Oktober gestärkt muss gehen. Kritische Parteien wie der ADR sind gut für Demokratie, gut für die Regierung zu kontrollieren, aber zu vorrichten und Teppich zu bleiben, uns noch viel zu bringen. Andere Leute wollen die Meinungen nicht teilen. Sie wollen wahrscheinlich keine Opposition. Sie wollen keine anderen Meinungen. Ich weiß nicht. Ich frage mich, was das Problem ist. Und dafür gehen wir kritisiert. Ich werde weiter kritisiert gehen, wahrscheinlich mehr wie die Regierungsparteien. Die Opposition oft mehr kritisiert wie die Regierung. Das ist für mich krass. Es ist doch nicht einfach, die Opposition zu kritisieren wie die Regierung. Wir machen das Spiel nicht mit, das wisst ihr. Sie werden meckern, sie werden grummeln, sie werden uns kritisieren, sie werden uns angreifen. Wir müssen relax bleiben, wir weisen das zurück, wir sind stark, wir stehen für demokratisch Werte, und wir lassen uns nicht aus der Mitte rausrappen, wo wir sind. Und das sind wir ganz klar. Und mir geht überall, wo wir hingehen, der ADR ist an der Mitte von der Gesellschaft zu Lützeburg. Weil es gibt die Zeit, wir leben, das ist nicht immer meine Impression, ich denke, das ist auch die von mir, und ich denke, dass die von ganz, ganz vielen Leuten dabei sind, wenn ich nur luistern. Wir leben an einer Zeit, wo Lützeburg so schlecht ist, wie schon ganz, ganz lange nicht mehr. Und das, weil wir eine ganz, ganz schlechte Regierung haben, die schlecht, die wir hatten, unter dem Zweiten Weltkrieg. Die schlechte Premierminister. Der schlechte Außenminister, Edukationsminister, brauchen wir nicht drüber zu schwätzen, sind wir ganz Lützeburger Land, das sie gehen, Landwirtschaftsminister etc. 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 Geht vielleicht tanzt aber der anderen Lichtblick mit das ganz rar. Wir wollen hier eine andere Richtung. Und wir wollen nicht
an Situationen kommen. Und wir werden noch nie so Sachen so, wie man am Lena noch gesagt hat, für enger Woche am L'Essentiel, wo sie geschwärzt hat. Das war wahrscheinlich nicht besser gemeint. Das war einfach aus dem Bauhaus, wo sie geschwärzt hat, dass Lützburg darauf war. Je considère souvent comme un laboratoire. Nee, für uns ist Lützburg kein Laboratoire. Lützburg ist eine souveräne Nation. Und unsere Politik besteht daran, sich für die Wohl von unseren Einwohnern anzusetzen. Lützburg ist kein Laboratoire, wir sind kein Versuchskaninchen, und wir wollen nicht irgendwie Modell sein für etwas auf der Welt. Das sind wir nicht. Wir treten also ein für eine Gambia-Regierung, die viel zu viel lang da, also viel zu viel falsch gemacht zu ersetzen und für eine bessere Politik anzutreten. Wir haben hier eine Politik gehabt, 10 Jahre lang, Gambia-Regierung, blau, rot, grün, wo die Direktdemokratie, die Ferner wird darüber geschwärzt, verhindert wird, wo die Großparteien die versprechen, brechen, sie fährten den Wort von den Leuten. Sie bringen eine neue Verfassung durch, ohne Referendum, also sie fangen noch immer mehr an, darüber zu schwätzen, dass in der Menge Referendum über 1000er Wahlrechte, die war ganz klar, die war 80%. Wir waren nicht lauscht, Elisabeth Martner, oder für kurze, an andere auch, die immer im Schwätzen, ja, irgendwann muss man aber da eine andere gehen. Das ist nicht der Respekt vom Volk, wenn sie so, wir machen vielleicht irgendwann ein Referendum, wenn einer anders sagt, wie für einfach zu sagen, wir wollen nicht andere gehen, das geht für uns nicht. Wir müssen das Wort vom Volk respektieren und wir müssen die Leute matt sehen. Und wir sind bereit dafür, mit einem Programm stehen, für die Leute matt schwätzen zu lassen. In einem Land, wo die Meinungsfreiheit auf vorgestellt wird, so nicht, dass zwei systematisch Leute bestraft gehen. Mit dem November, was ihr seht, können die mal auf verschiedenen Plätzen nicht so gut tun. Dann geht etwas erwartet und teilweise geht Leute auch schon bestraft. Schneieren auf der Uni Lützeburg, da war eine Person, die das schafft, die gesagt hat, in der Zeitung, eine Professorin, dass ihn da muss auf verschiedene Fächer muss schon gendern. Natürlich von der Gender bestraft. Und das ist die neue Religion, wo er am Land noch wenig drüber geschwärzt wird, mit die immer mehr über das Länder, sowohl in Nordamerika wie in Europa, rüber schwappt, dass die Wokeism, Wokeness, dass die Woke-Religion, der Wahnsinn von Intoleranz, den sich verbreitet. Und das verbindet von alles, was man so die letzten Jahren hören, Cancel Culture, wo Leute nicht mit ihrer Meinung, sondern eben gecancelt gehen, eine Political Correctness, die just eine Richtung von Meinung zulässt, Dekonstruktion von unserer Gesellschaft, Dekonstruktion von unserer Geschichte, da kommen wir darauf zurück, Dekonstruktion von unserer Familie, die man so wert sind, von unserer Lebensweise, von unseren Werten, von unseren Gemeinsamkeiten, Umschreiben Verbanden, von Büchern, unsinnig Begriffe, die gefordert gehen, kulturell, Uneignung etc. Diese Geschlechter, die von einem der auf den anderen kann selber rausfehlen. Also in Lützeburg, wo da Leute kommen, dann irgendjemand der Wimper zu zugesuchen, an die Geschichtsbücher, von da in die Antike geht oder im Mittelalter geht, da wären aber zu wenig Frauen drauf gesehen und zu viele Männer. Ja, pardon, die meisten Käser, Kinder gewähren eben Männer. Wie das sind Probleme, die Leute heute tun, wo sie wollen dann ändern. Das geht man da nicht. Auch auf europäischem Plan wird das gemacht. Es geht hauptsächlich nur sich selber geguckt, nicht wo die Leute. Es geht nicht darum, dass die Folgen Schäden kam, mir einen gewissen Teil über die Cap von uns alle Guten. Wir hätten gerne Freiheit von den Bürgern. Sie wollen, dass wir Angst leben, sie wollen, dass wir fährten, sie wollen, dass wir schlecht Gewissen haben, sie wollen, dass wir kontrollierbar sind, sie wollen, dass wir das machen, was sie gerne hätten, dass wir denken, was sie gerne hätten. Und wir mussten versichern, für die selber ernannte Weltverbesserer auch im Zurück auf den Boden von der Realität zu wollen. An die Gelegenheit tun wir bei Wahlen dieses Jahr und nächstes Jahr bei den Europawahlen. Freund, 10 Jahre Gambia, Freiheit zählt immer Männer, immer mehr Zwänger Verbote, sie sollen kein Verbote gemacht, das sind Verbote gemacht, sie ganz Party, sie wollen danach machen. Wir hatten Diskussionen in der Chambre über Heizungen. Wir werden keine Heizungen verbieten, wie das los schon der Fall, wenn der neu baut. Ihr habt keine Gasheizung machen, ihr habt keine Mazutheizung machen, das ist ein politischer Schwach, d'accord, wie das ein Verbot. Aber dann zu so, wir machen kein Verbot da. Das ist nicht vorrecht. Es sind Angriffe auf Freiheit, es kommen immer mehr Reglementationen. An YouTube gesehen, wie weit es kann vorgehen, auch bei der ganzen Covid-Zeit, wo Grundwerte einfach nicht mehr wert waren. Und Leute gemeckert, wenn das gemacht geht, dass eine Marschrichtung da, die Gringen gehen die ganz oft tun, nicht nehmen, an die anderen, DP, TSAP, CSV, Piraten, Lenk, die Dackeln haben drin. Heizungsverbot, ja, man sie macht Autoverbot, ja, man sie macht
Was geht nach? Plastikverbot tun wir schon, Schalimo-Verbot. Und am Tor hat gesagt, kein Verbot gemacht. Schalimo-Verbot, das ist der große Feind, der Schalimo. Gibt das in der Karte, das kritisieren wir für Wetter und das Schwach wegschlossen. Das heißt, wir sind an einer Logik, wo immer mehr Verbote gibt, immer mehr Reglementationen, immer mehr Steuern, Autosteuer, CO2-Steuer, Enteignungsprozeduren, Denunziantentum und Erdrückung von der Meinungsfreiheit. Das ist die Richtung, wo es geht. Dann haben wir ein Land, wo die Kaufkraft immer mehr zurückgeht und die Energiepreise klammen. Aber wo sie so freuen, dass die Energiepreise klammen. Für die Ministerin Juriko Backes, Carol Diesburger, Claude Turmes, hat CO2-Steuer den gewünschten Lenkungseffekt, so wie ein Preis auf der Pumpe manner attraktiv geht. Das stimmt man merkt ihr. Die 3 Minister freuen sich also, dass Preise auf der Pumpe land gut gehen. Das ist ein Lenkungseffekt. Die geht gezwungen, etwas anderes zu werden wie ein Auto. Nach mir wichtig, Piraten. Also, muss so, wie sie nie wohin runter Martinen, wieso nicht mal was in der Chambre sollten zu der Geschichte, Benzinspreise, Auto, das tut es an sich. Zitieren den Herr Gürgen von den Piraten, ja, unter den Piraten wird Autofuhren mit teuer gehen. Für Piraten ist es auch richtig, dass man den Verbrennungsmotor aufschaffen. Wir hätten aber auch gerne ein Autosvignette, wo alle Auto, die als Straße benutzt, müssen einen Taxdruck bezahlen. Das ist die Politik von den Piraten. Das wollen sie vielleicht nicht immer hören, weil sie heute erzählen, wie das von seiner Chambre erzählt. Dann haben wir 10 Jahre eine Situation, wo ein Spruch immer mehr verschwunden gelöst wird. Spruch scheint ihnen nicht ganz wichtig zu sein. Wir hatten eine Diskussion, einen Artikel über Lützeburg als EU-Spruch. Das so gekündigt ging. Viele Parteien sind dagegen, andere ist nicht wichtig. Fakt ist, dass sie machen es nicht. Spanier machen du gerne mit Baskisch und mit Katalanisch. Wir fordern doch die ganze Zeit, sie hat wahrscheinlich gesagt, ich mache mal schon, dann machen wir das. Es geschieht nicht. Und als Lützeburger Spruch geht da draußen nicht genug en Valeur gesagt. Könnt ihr ganz einfach machen, ohne irgendeinen Weg zu tun. Mehr da draußen Spruch weisen, dass ihr nicht visibel an die Vitrine stellen, dass ihr wisst, wo ihr Kuren mehr lukrativ machen, Leute mehr motivieren, Tropochenheit, das ist der Spruch vom Land. Und ich wiederhole immer, es geht nicht darum, für andere Sprachen irgendwie zu verdrängen. Das ist okay, wir haben Französisch, wir vielleicht Englisch, wir haben Deutsch. Wir schwätzen das auch, wir lehren das auch an der Schule, darum geht es nicht. Wir wollen einfach nehmen, als kleinen Lützeburger Spruch von unserem Land erhalten und es kann noch weitergehen und nur noch schwätzen, wenn wir alt sind. Das ist das einfach. Wir gehen als Souveränität dort. Wir gehen immer mehr, die Ferner wird auch gesagt, wir gehen immer mehr, gehen wir Rechte auf und internationale Organisationen, die dann über das dezidieren, wie gespannt von der WHO, wie auch bei der EU. Und da geht es auch dran verstoppt. Ich habe froh gestartet, Madame Thomson, ob es da nicht fehlt, ob ihre Verbot dort zurückkommen, 2035 Verbrennungsmotor, was ja unsinnig ist. Nur hat sie gesagt, wir hätten den Mechanismus nicht verstanden, wie die Europäische Union, die das verboten hat. Und dann müssen wir aus der EU rausgehen, wenn wir das rückgängig machen. Also wenn man das machen, wird es kontraproduktiv. Ich erinnere mich übrigens daran, dass man am Thomson 2030 gefordert hat, für den Verbrennungsmotor zu verbieten, also 7 Jahre. Aber so funktioniert das einfach nicht. Ich will ja einfach unnaiv sein, dass die Europäische Union eine Demokratie ist. Ich will ja einfach dass die Leute, die da sie gewählt gehen, und dass die bestimmen, das, was am Anfang dem Volk so gut findet, und auch das, was das Volk will. Oder was das nicht so? Die Personen do net gewählt. Vielleicht hab's verpasst. Fall werte mir, wann mir Möglichkeit tun, als dafür ersetzen, mit aller Kraft und Energie, zusammen mit anderen, auch als andere Länder, für das Verbot vom Verbrennungsmotor 1935 zu stoppen, weil es komplett unsinnig ist. Das Land wie Lützeburg so bewusst wird, auch wo dann immer gesagt wird, Lützeburg ist reich, wenn es dem gute Wurst und die verbraucht mit der gute Wurst, mit trotzdem immer 30% von den Leuten, die ungefähr unter der Armutsgrenze oder knapp drunter oder drüber leben. Das ist ein Skandal für am Anfang. Es war dieser reiche Land, wie Lützeburg immer war, wie wir als Kanton leben. Tausende Lützeburger müssen alle ihr Land verlassen. Gleichzeitig aber kommen immer mehr Leute ran. Statistiken, die gestern rauskommen. An einem Jahr 2022 30.000 Leute bei, das ist enorm. 15.000 Leute fort. 3.000 Lützeburger und letztes Jahr hat Lützeburg verloren.
Ich fand das skandalös. Da sind da vielleicht dabei, die man das freiwillig aus irgendwelchen Gründen, die sicherlich auf einer Flotplätzen auf der Welt wie Lützeburg finden. Ich kann nicht vorstellen zu wohnen. Mit dem Punkt ist aber, dass ganz viele Lützeburger sich heute nicht mehr können erlauben, an ihrem Land zu wohnen. Und das, Leute, das ist ein absoluter Skandal. Und das geht zurück auf die Politik, die das Gambia-Region gemacht hat. Sie hat das Problem nicht seriös. Oder das ist ihnen wahrscheinlich nicht wichtig genug. Das geht in keinem anderen Land. Von Frankreich wohnen, wenn zu Paris können vielleicht nicht wohnen, weil dort teuer ist, da geht daran zu schauen, dass sie Frankreich wohnen. In Lützeburg ist das nicht möglich und das ist für uns nicht akzeptabel. Voilà. Und ich wiederhole noch 5 Mal für das Schiedsrichter ganz klar weiß und noch dabei kann die Message weitergehen. Wer Gambia verhindern will, der wählt ADR. 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 Und wer Gambia verhindern will, der wählt ADR. Voilà, merci. Ganz genau so war das. Bravo. Merci, merci. Also sieht eine gute Stimmung an, holt die gute Stimmung matt, holt sie matt am nächsten Tag bis nach Oktober, wo wir sowieso auch im werden zusammen feiern in der Stadt. Holt die Stimmung matt, die muss nur rausgehen bei den Leuten, bei jedem Verein dabei sein, und die muss da an bei den Leuten gehen und die muss ihnen erklären. Wählt ADR, wenn der ADR wählt, dann macht der offene Kreuz an der Runde, weil da geht keine Stimme verloren. Wir brauchen am Osten die 7 Stimmen, wir brauchen am Norden die 9 Stimmen, wir brauchen am Süden 23 Stimmen, wir brauchen am Zentrum 21 Stimmen. Und da sind Leute, die sagen, ja, ich will aber nicht die ganze Liste fehlen. Da sind nur 2 Drop, die gehen nicht der Kreuzer. Und dann habe ich ja auch gewählt. Nee, das geht nicht durch, weil in die 4 Kreuzer möchte, am Süden, die geht dann 19 nicht. Und dann muss er so, da will doch die Jana. Ja, aber die kennen nicht. Ja, aber die sind gut, wie doch die Jana. Gibt all den Kreuzer. Na, all den Kreuzer. Wenn du gerne den Leuten unterstützt, die du kennst, dann verdient auch die anderen Kreuzer. Ob der Liste mit der Beste, das sowieso, weil das Leute so zu man öffnen die Kreuzer an der Runde, das ist nicht. Und dann kriegen wir alle die Stimmen, die wir brauchen, für die bessere Politik zu machen, die wir machen. Und dann die Kleinparteien, die lo untreten, die keine Chancen, alle Leute für an die Chamber zu kommen. Ich will nicht wiederholen, die letzte Partei, die fertig gebracht wird, aus dem Stand an die Chamber zu kommen, das war der 1989. Ne? Und seitdem wird die fertig gebracht. All Stimmen, die da in ganz kleine Parteien gibt, die da umtreten, als eine verlorene Stimme. Und am Endeffekt die just normalerweise die Parteien so gut, die meiste kriegen, der Tisch CSV, und dann eventuell die 3 Gambia-Parteien. Der Tisch, das ist eine verlorene Stimme, gibt keine verlorene Stimmen. Dann, von der Wirtschaftswilderin, da gibt der Stimmen der ADR, du sind in guter Hand. Und da gebe ich mich stark, und eine Stimme für die ADR, das ist eine Stimme für das Volk. Erlebt mal, wir sind stark, wir sind zu viel, und noch da draußen, und es sind noch 10.000 Leute, die mir von da rausgehen, die als Überzeugungen teilen und die als unterstützen werden. Nach von daher können wir ihnen sagen, wir sind mattisch, wir sind fähig, wir sind bayisch. Vive der ADR, vive Lützeburg, vive die Wahlen, den 8. Oktober. Merci alle Gute. An dieser Wahlkampagne als die Reformpartei nach méi wie freier zu enger Zielschei vu Leiit gin, denen de Meinungspluralismus an eiser Gesellschaft net geht. Nëmmen e Beispiel als d'Ausso vun der OGBL-Präsidentin,
die der ADR reprochéiert huet, fir am Dossier vun de Pensionen e rassistischen Diskurs zu feieren. Das Durchstellung ass awer frei erfund. Nora Back huet den ADR-Wahlprogramm mo net geliers, an dofir fordere mir sie och vun dëser Platz aus op, fir an der politischer Diskussion e sachlichen Ton zu benutzen, a richtig zu argumentieren, am Platz mat falschen Argumenter Stimmung geht eng Partei zu machen, die Probleme vom Land am Interesse von alle Leid lesen will. Mir geht Lützburg nicht op. Lützburg braucht eng stark, auf für allem eng intelligent Opposition. Und dafür brauchen wir den 8. Oktober erstimmen. Ein Autoschauffeur wird aus der Stadt rausgedrängt, wird oft an deier Parkhäuser gedrängt, findet keinen Parkplatz, auch vom Heinz durch ein Handicap, angewiesen als auf sein Auto, dass er nicht immer den öffentlichen Transport holen, wird den Autofahrer diskriminiert. Der DR möchte die Politik do nicht matt. Als Hobbywinzer hier am Osten leiht mir Natur, Wasser an Umwelt besonders im Herz. Bauern und Winzer kriegen nicht, wenn es da viel Bürokratie immer Männer einfach gemacht. Sorgen, die ich als Bürgermeister von Stadt Breden muss oft zugedrückt kriegen. Wichtig ist, dass die Natur an unserer schönen Weinbauregion bestmöglichst erhalten bleibt. Seit 5 Jahren hat die Politik noch nicht fertig gebracht, die nötige legale Basis zu schaffen für ein Tierschutzgesetz, um Terra praktisch umzusetzen. Für die ADR ist das aber eine Priorität, dafür muss das schnellstmöglich umgesetzt gehen. Wir wollen eng N7 von Friedhof bis auf Wemperherd, Feierspurje komplett Neusbau, das als Verkehrssicherheit an Eisenauen. Es Deislik as eng wonnerschei Regionun. An net nëmmen Touristen fühlen sich wohl hai mir auch mir fühlen es wohl hai mir liewe Gerhai. Allerdings kontrastéiert dat mat dem, wat Politik fir eis Regionun mischt, fir de Norde mischt, nämlich viel zu wenig. An Heinz du kann sich mat recht vorstellen, fir wat sie mir politisch gesinn steif kann vum Land. Für uns ist ganz wichtig, do historisch dran zu denken, den Leuten dankbar zu sein, die damals geschafft haben, und das eben noch an Erinnerung zu halten, die Industriekultur hier am Minet. Wir haben an der Covid-Zeit gesehen, dass wir als Europa und als Lützeburg viel zu viel aufhängig sind von Importer, die aus unseren Partnerstaaten kommen, vor allem aus Asien. Wir müssen an Europa reindustrialisieren. Lützeburg muss da einen Beitrag leisten. Das muss man intelligent machen. Wir müssen es so machen, dass wir uns an der internationalen Konkurrenz gut positionieren. Wir als ADR wollen das für unsere Lützeburger Ökonomie eine diversifizierte Zukunft zu gehen, an den nächsten Generationen interessante Arbeitsplätze. Lützeburg gern. Lo präsentieren ich e puer weiter souverän Interventionen vun eise Spitzekandidaten, ugefangen mat engem Best-of vun den Ausso vum Fred Koip op der offizieller Table Ronde vun der Tele. Wenn das der Slogan Lützeburg gern hunn als gut steht als ADR an der Baus doch ganz gut bei den Leuten kennt, die Slogan immens flott fanden, sowohl Lützeburger wie Ausländer. Ich gebe so, dass es doch so ist, dass den Unterschied gibt, wenn in der Baus mit den Leuten schwätzt und dann der hat, weil du bist an den Medien als Themen noch viel gedroht wird. Du gibt den Unterschied, wie du Steuern geschwätzt, effektiv, als das bei den Leuten der Baus nicht unbedingt, wenn auf eine Braderie geht oder rausgeht, nicht unbedingt das, was die Leute direkt da kommen. Also sind oft mehr konkret Sujeten, Familie, Sicherheit, Mobilität, Preissteuerrecht, ganz viel. Da geht es ja dann natürlich auch um Steuern. Ja, mit den Leute gucken aber mehr konkret. Ne? Sie gucken zum Beispiel konkret Preise, die da sind, sie gucken konkret Benzinspreise, die da sind. Und nur die große Steuerpolitik. Wie viel Herr Pai ja, mit
Was ich für meine Impression ist, dass die Steuerpolitik die Diskussion die ist so ein bisschen abstrakt, weil wir wissen alle Guten, dass vieles nicht möglich ist. Wir wissen doch alle Guten, dass vieles versprochen wird für eine Wahl, was du nur nicht anzuhalten hast. Und ich meine, dass die Leute sich auch gerade da nicht mehr so rumfahren und noch nicht unbedingt die Parteien trauen, wenn sie bei den Steuern kommen und ihnen etwas versprechen. Ich muss Ihnen aber auch so, alle Guten, die versprechen, dass sie den Wachstum radikal gegen bremsen. Dat geht eng Verbotspolitik sinn, awer déi Parteiie wo so se wëlle kein Verbotspolitik, se wëlle Freiheitspolitik. wat wëll der Hanno machen? Ech hun nur zwee Kanner oder dann zu mir Steff kind dret kree, wenn dat de Wustum ging. Leiit sollen awer hier Freiheit fir können Hanno selber zu bestimmen, wie het lewen ass. Leiit soll noch Freiheit selber können ze bestimmen, wat ze Zukunft von ihrem Land sech firstellen. An dorems geht fir radikal ze verändern. Geht drms, op man wëllen a long term 2050, op man wëlle wirklich weiter vor Richtung Awennerstaat oder ob man dat net fëllet. Das ist die zentral froh, die mehr als muss stellen am Land. Gebunden. An das sicherlech Hanno und der naier Majoritéit, die do ass fir die richg Weichen ze stellen, dats dat net Iwermoos hält. Dat geht ja net von der Mu. Und dat so mir vun der 1. Minute un. Das ein langer Prozess an da muss Alt mat da bezeien. An da muss ich gucken, ob dat weitermechen, am Hamsterrad weiterfuhren und immer weiter, dann kommt man net mehr se Probleme raus. Wir investieren nämlich auch net an Zukunft. Wir investieren am Moment fir de Probleme opzuschaffen, die man durch de Wussten die Lächt immer gut. Net genug Knieexperter, net genug Strossen, net genug öffentlich Transport etc. Will man noch weiter anlaufen oder will man enker bis dat ganz unter Kontrolle kriegen? Regierungsvertrag keine Regierung, die so viel Transport investiert. Zukunft investieren. Herr Kolb war als Echten. Ja, ich wollte enke kurz, für das man net durch nie geheim am Wustum. Also de Prinzip aus den halten Schmengen immer als alle guten bis sucht die ökonomische Akteure am Land. Den Challengers wie Halmeren hegen ökonomische Wustum ohne die starken Bevölkerungswustum. Dat ass de ganzen Challenge dat dat man fir Dr gesot hun wat am Lehner zo die lächt 10 Joer wie de Wustum vum der Ökonomie geklomm durch die Innovation, dat ass net ganz richtig 10 Joer ass geklomm, weil man méi Leiit astat. Und mir muss dann von Louis kommen, da muss es schwa sinn, attraktiv sind denen Bereicher, die produktiv sind. Bei den Gemengewahlen hat man der Staat doch eine Minärreding dabei, mir konnten ein besseres Resultat machen ohne eine Reding für mehr Reding. Und das muss so vorsichtig prozentual war man besser. Wir sind noch an der Gemengewahl man sowieso das beste Resultat gemacht an der Geschichte von der ADR, wo man natürlich eine super Dynamik, am immens viel Leute beikriegt. Wir haben wirklich viele Leute, die sind unterstützt, davon mal rausgehen, später in der, dass Leute das wirklich gern haben. Und das möchte als dich zuversichtlich für an diese Wahlen viel Support zu kriegen. Von den Leuten für eine andere Politik, wie das, was man lot 10 Jahre hatte, mir auch schon für drin, die Jahren hatten Schmengen, dass es Zeit ist, für einen Umschwung zu kriegen. Wenn wir in der Regierung sind, dann haben wir dann in der Opposition, wo wir eine starke Opposition und das ist eine starke ADR, und das brauchen wir hier im Land. Dat Lützeburg an eng richtig Kriminalitätskris geroden ass, gëtt vun de Vertreter vun de Gambia-Parteien nach immer aufgestritten. An dat trotz faktuellen Statistiken, die de Gegendeel beleen. Van der Schei allem Schnolauscht an dann menggt den Impressioun van Kriminalitéit ze beschüss gi da gar gin. A an Kriminalitéit just Drogekriminalitéit fir. Dat das awer leider muss so net de Fall. Ich mein breinen Zeitungen zu gucken wie so Lützebauer Wort, wann e bald diwer liest sinn abrech am ganze Land. Dat das große Problem. net nimmen Drogekriminalitéit min de ganz große Problem mat Iwerfall a mat abrech. Ich weiß selber, ich gut am Auto schon 3 Mal gebracht. Also das mod die echte Kanst. Das ist ein nationales Problem. Ich kann das Problem ganz gut, weil es war auch effektiv ein Gemengewahlkampf, man wird Staat geschwärzt, wie gesagt, nein, das Problem als national. Ich wollte dann ab 2 Sachen angehen, die gesagt vom François Bausch. Gesagt, ja, wir haben 600 oder 700 Polizisten angestellt, weil nicht gesagt, wie viele Polizisten entre-temps Pension gegangen sind. Wie viele Polizisten nicht mehr schaffen, weil sie Burnout tun, und merkt das Phänomen beim Kommissariat, ob da gar, das wird natürlich nicht gesagt. Aber ist so noch das ein Vorproblem. Ich meine, wir können so viele Polizisten erstellen, wie wir wollen. Polizisten müssen Präsenz um Terrain weisen. Sie müssen Zeit tun, um Terrain zu sehen, und sie müssen vom administrativen Erbischen entlastet gehen. Sie müssen um Terrain schaffen. Das kriege ich für Polizisten selber, für viele Polizisten mir interviewen, was die Polizisten, was der Polizeigewerkschaft gesagt, und das ist das große Problem. Police muss präsent sein, das ist präventiv. Wir waren just repressiv, und das ist zum Beispiel präventiv.
Ich meine ganz Kontrollen, weil gesagt wird, mir wären nicht für die Grenze zu etablieren. Nee, das steht nicht so bei unserem Programm. Bei unserem Programm steht, was auch kann Traité von Schengen, was ich kann machen, was legal ist. Übrigens, Gardiennage Societäten, das ist legal. Ich weiß nicht, was das soll illegal sein, aber ich komme dann nur noch zurück. Auf der Grenze kann den punktuell, ich betone punktuell, Kontrolle machen. Frankreich hat es während der Covid-Zeit regelmäßig gemacht, Österreich hat es gemacht, alle Länder hat es einmal gemacht. Ich meine, wenn die Nationalsicherheit Gefahr ist, wenn eine gewisse Flur von Kriminalität die vorbausen könnt, soll das möglich sein, dass ihr punktuell Kontrolle macht. Aber wieso das ist legal? Das kann den laut Traité von Schengen kann den das machen. Wieso punktuell? Das ist ein großes Problem von der Kommunikation. Das heißt, die Gemeindeautoritäten können ein bisschen besser kommunizieren, mit dem Innenministerium ein bisschen besser kommunizieren, mit dem Polizeiministerium. Ich schwätze nur, ich komme zurück auf den Staat. Wir hatten Diskussionen von der Gardiennage. Wenn auch dort punktuell ein Gemein appellen möchte, ob ein Gardiennage-Gesellschaft für spezifischen Domänen, für spezifischen Evenement, dann soll die das machen. Ich meine, der Sicherheit als Preis zu hoch, das kann punktuell gemacht. Mit Sicherheit kann man davon nicht Polizei setzen, das soll nicht der Fall sein. Mit den Schmengen, den David Wagner sagt, das wäre illegal. Das ist nicht illegal. Das ist nicht illegal. Stichwort Logementskrise. Hat der DDR auf der Table Ronde von der Chambre Immobilière konkret Propose gemacht, wie Wohnen sogar kurzfristig mehr abordabel kann machen. Wie will DDR den Wohnungsmarché accessibel halen für die Mittelschicht? Ja, für allem muss man mal direkt die Schrauben drehen gehen, die wir schon am Platz hatten, für die ganze Bausektor zu retten. Das heißt, man müsste mal direkt TVNs auf 3% draufsetzen, dann ist den Investisseur auch mal auch für die Zweit- und Drittwohnungen, dass ein Investisseur mal auf den Markt kommt. Da schaffen wir auf alle Fall mal Lokationswohnungen. Wir müssten den reduzierten Taux von 3%, den super reduzierten Taux, wo die 357.000 € zu gut sind, die müssten wir verdoppeln. Weil heute kann ja kein Mensch mehr eine Wohnung von 357.000 € kaufen. Sogar als Erstwohnung, wenn ich so einen kauft, an dem Monat geht drüber, bezahlt ich schon 17%. Der böllischen Akt, wo die Lo von 20 auf 30 abgesagt ging, die müsste man direkt mal auf 50.000 € absetzen, Kapitalinvestiv von 5% halen. Da gibt es ganz Kopfschrauben. Dazu sind mal die erste, die müsste machen, für das Tote mal in direkter Bewegung zu setzen. Ja. Den 1. Juli ist die neue Verfassung vom Grand Duché in Kraft getreten. Man sogar ein Koalitionskreis geht los schon gesagt, dass an einzelnen Punkten schon nicht reformbedürftig ist, dass die Vierabwärtsstruktur von der Justizverwaltung angeht. Die DDR hat ja eine Kampagne für das Referendum gemacht, für das die Bürger selber mitdezidieren, was die Änderungen vom wichtigsten Gesetz vom Land angehen, und proposiert eine Verfassungsrevision. Gute Morgen, wir schwätzen nach über die DDR-Verfassungsrevision, die wir letzte Woche an der Chambre deponiert haben. Und auch da wollte man erst Rechte von den Leuten stärken, notamment zum Beispiel, was die Möglichkeit angeht, zu manifestieren, und auch wie zu sagen, was die will, die sogenannte Liberté d'Expression. David, was tun wir bei der Liberté de Manifestation, was tun wir da geändert? Genau, also an der aktuellen Konstitution, da können Sie sich effektiv wundern, steht nicht über Liberté de Manifestation dran, es steht just etwas dran über Liberté de Réunion. Du musst aber wissen, dass natürlich eine Réunion nicht dasselbe ist wie eine Manifestation. Eine Réunion kann man durchaus an einem privaten Lieu machen, und die ist eigentlich dann auch, die hat auch eigentlich keine Publizität. Aber für uns als ADR, also da war immens wichtig, dass ich als Bürger immer kann seine Meinung zum Ausdruck bringen. Für die Liberté de Manifestation, erstens mal setzt man dran, dass die immer garantiert ist, das ist mir so en tout lieu, en toute manière et en toute circonstance. Aber was für uns auch immens wichtig ist, dass, wenn ihm dann manifestiert, dass das auf Plätzen stattfindet, wo von der Öffentlichkeit gesiegt. Wir können euch bestimmt an die Covid-Zeiten erinnern, wo verschiedene Manifestationen stattgefunden, die sind relegiert gehen bei der Philharmonie, und Manifestanten hatten ferner eigentlich nicht mehr Recht, für von der Philharmonie bis auf die Glasse zu trippeln, wo sie überhaupt keine Publizität ausgesetzt kaufen. Und das ist ja auch nicht der Sinn von einer friedlichen, muss ich natürlich sagen, muss immer eine friedliche Manifestation sein, das ist ganz klar. Und natürlich kann man nicht tolerieren, was den Grundprinzip nicht erlauben oder nicht akzeptieren.
Dat ändert, wat man wollte stärken an der Verfassung als Liberté d'Expression. Wir leben an einem gesellschaftlichen Klima, wo Leute immer mehr Angst tun, wie zu so, was zu denken, wo doch immer mehr Druck auf sie geht, über soziale Medien und so weiter. Und auch da wollte man den Leuten so, wir stehen als ADF für die Meinungsfreiheit. Natürlich nicht, dass sie da können Menace proferieren oder Injuren oder Gewalt drohen, das geht natürlich nicht. Aber Liberté d'Expression, das wollte man stärken, und zwar in ganz großem Maß, David. En toute matière, en tout lieu et en toute circonstance. Und ich meine, das ist immens wichtig, weil das Recht für seine Meinung zu sagen, muss eigentlich immer garantiert sein. Muss immer garantiert sein an einer Demokratie. Also das ist ein Grundwert, den wir absolut verteidigen. Und wir haben dafür auch die Disposition an der Verfassung nicht gestärkt, die über Zensur draufsteht. Aus mysteriösen Gründen, also an der Verfassung, den 1. Juli Kraft getreten, als die Disposition gegen Zensur geschwächt gehen. Bislang wird nämlich so an der aller Verfassung, dass durch Zensur darf nie angefeiert, ne pourra jamais être introduite. Und du, was tun sie gemerkt? Alors, haben sie das Wort jamais rausgeholt. Das heißt, steht einfach nur dran, la censure ne pourra être établie. Und das ist natürlich nicht so stark, wie wenn ihr seht, sie kann nie etabliert gehen. Und dafür haben wir dran gesagt. Wir wollen wirklich die Rechte von den Leuten stärken, sowohl was die Manifestationsrechte angeht, wie auch Meinungsfreiheit hier am Land. Das ist unser Bild und ich meine, wir haben immer daran Zeichen gesagt. Ja, David, wir stehen hier an der Cité Judiciaire für ein bisschen 40 Stellen, was wir uns gedacht haben an der ADR-Verfassungsrevision über die Justiz, die wir auch stärken, zum Beispiel am Zivilrecht. Für uns ist es wichtig, dass ihr als Bürger immer könnt Rechte prävalieren, Revendikationen aufrufen, gerichtlich, und dafür setzen wir dran, dass ihr könnt immer bei zivilen Affären, independamment von allem Monto, immer Sachen durchführen. Und wir wollen noch die Möglichkeit stärken, von den Bürgern, aber auch von der Reihe von Institutionen hier im Land, für direkt etwas und Verfassungsgericht rundzudrohen. Das ist ganz wichtig, das tun wir auch im Ausland. Und es weiß eigentlich, dass das Verfassungsrevision vom 1. Juli eine verpasste Chance war. Leute hätten können gestärkt gehen, zum Beispiel am Etat de Crise. Voilà, und da ist es so, dass am Etat de Crise, du wollen mir, dass die Bürger können dann die Cour konstitutionell fragen, und die muss dann innerhalb von 10 Tagen statutieren, ob es konform ist, für das hier Rechte vom Movement zum Beispiel, aber auch hier Freiheitsrechte, dass die eingeschränkt gehen. Allgemein will man, dass Cour konstitutionell gefragt gehen von Deputierten, wenn sie zum Beispiel ein Gesetz oder Stimme, wo sie frohen haben, ob das überhaupt verfassungsmäßig konform ist, auch von der Regierung, wenn sie etwas soll exekutieren, wo sie auch vielleicht Zweifel hat, von Membern vom Staatsrat, auch von anderen Institutionen, und vor allem auch von den Leuten selber, wenn sie natürlich nicht an einem Prozess schon Verfassungsgericht ugefrot hun fir run. Wann dat geschieht, das können sie natürlich net nachrenker für ein Verfassungsgericht goen, mir wann se ihre Prozess fertig schon, sie mengen net fir ein Verfassungsfroh net ugeschwert gehen an dem Prozess, da können sie sich auch ein Verfassungsgericht wenden. Dat heißt, mir hun wirklich Verfassungsgericht opgewehrt an de Leiit méi Möglichkeiten gin fir hier Rechter für der Justiz zu verteidigen. Aber wir haben auch daran gesagt, dass so ein genannten Transition 12 stattfindet. Das heißt, wenn der Grand Duc nicht regieren kann, und es muss ein Nachfolger direkt designiert gehen, ein Nachfolger provisoire, dann ist das der Präsident von der Cour konstitutionell. Weil bislo hat die Regierung gemeint, sie wird dann der Nachfolger vom Grand Duc, weil das heißt, dass die Regierung gegen Aufrufen der Grand Duc nicht mehr soll am Amt bleiben, und die Regierung ging dann auch seine Succession überholen. Das war an uns keine gute Idee. Dafür haben wir gedacht, wir wollen eine nicht politische Persönlichkeit für die Transition zu machen auf den nächsten Grand Duc, und das ist eben dann der Präsident vom Verfassungsgericht. Genau, weil der Präsident von der Verfassungsgericht oder auch der Grand Duc, sie muss ja eigentlich immer über der Melee-Politik sein. An diesen kleinen Filmen, die wir hier machen, wie als ADR-Verfassungsrevision 40 Stellen, wollte man natürlich auch über ein ganz wichtiges Thema schwätzen, weil das die letzten Jahre viel beschäftigt hat, und das sind die medizinischen Aspekte. Und da wollte man auch die Rechte von den Leuten, die Rechte von den Patienten stärken, auf der einen Seite, aber auch die Rechte von all den Leuten, die an den medizinischen Diensten arbeiten. Was tun wir gemerkt für die Patientenrechte, David? Da haben wir an die Verfassungsproposition in Artikel 17 dran geschrieben, wo wir sagen, nul acte médical ne peut être imposé contre la volonté de la personne. Und ich meine auch im Kontext von der ganzen Covid-Situation, die wir hatten, ist es wichtig, wir wollen als ADR wirklich betonen, wir sind Partei von der Freiheit und von der Liberté de choix. Dafür ist es für uns ganz klar, dass auch en matière zum Beispiel der Vaccination, dass du musst immer den freien Choix holen.
An dann hummer bei der Liberté de Conscience dra geschrieben, dat all Doktor, alle Infirmier, jiin den an dee Sektore schafft, nimmen dat Derfmerche, Sollmerchen, Kammerche, wat noch kann mat gewisse vertreten. Wir will kein Druck op Doktore, kein Druck op den Infirmieren, dat ze e den Akt medikal muss firholen oder einen Akt den medizinische Charakter huet, den sie net könne führen ihrem Gewisse vertreten. Dat ist ganz wichtig, weil not am Europaparlament mir vun andere Plätze goufen an den letzten Jahre Forderungen erhowen fir déi Freiheit, dat Recht vun den Doktoren auf medizinische Personal anzuschränken, dat geht mat der ADR go net. Wir respektieren Gewissensfreiheit von all denen Leid. Vielmals merci. Einer wichtig Punkten an der RDR-Verfassungsrevision sind natürlich Stärken von unserer Spruch und von unserer nationaler Souveränität. Zurück bei Rechter vom Patient hatten die RDR Frauen am Kader vom Welttag von der Patientensicherheit für im Gesundheitsministerium manifestiert und haben unter anderem einen ehrlichen Umgang mit der Covid-Impfschild gefordert. Eine andere Forderung war der Halle von der Lützeburger Souveränität, Stichwort WHO-Pandemievertrag. Die RDR-Frauen verlangen einen ehrlichen Umgang mit dem Covid-Impfschild und eine sehr unbürokratische Hölle für dafür. Die RDR-Frauen verlangen, dass auch zu Lützeburg Nebenwirkungen an dem Impfschild von der Politik nicht gehen und dafür sehr unbürokratisch medizinisch geholfen werden und das auch indemnisiert. Die Frauen verlangen Impffreiheit an einen definitiven Verzicht auf eine Covid-Impfpflicht. Der hat auch den 23. März eine Resolution an der Chambre abgebracht, die als Ziel hat, eine vollkommen unabhängige Untersuchungskommission über die ganze Gestion von der Covid-Krise von der Regierung zu schaffen. An der Chambre bis den 14. September einen Rapport vorzulegen, wie auch die Initiative als refusiert wird. Da die Frauen verlangen, abschaffen an eine Evaluation von allen Covid-Maßnahmen durch eine kredible, vollkommen unabhängige Kommission. Da die Frauen verlangen auch die Betonung von der Lützeburger Souveränität auch bei der Weltgesundheitsorganisation der WHO. Wenn ihr nicht wollt, dass es zu einer neuen Gambia-Regierung kommt, dann macht den 8. Oktober Erdkreuz auf der richtigen Platz, ADR löscht 6. Als Emission könnt ihr weggewinnen auf der Tele, Doc oder bei Apart TV gucken. Informiert euch auch auf unserer Facebook-Seite und im Internet auf ADR.lu. Bleibt gesund, Adi und merci.